Herzlich willkommen zu Sing mit uns. Sing mit uns ist eine Produktion, die das Kulturreferat der Volkskultur der Stadt München gemeinsam mit dem Trikont Verlag auf die Beine gestellt hat. Und zwar, weil wir uns gedacht haben, ach, wie dröge ist das denn, alle wollen singen, keiner darf, dann machen wir es digital. Es ist ein bisschen nach einem Karaoke-Prinzip, das kennt ihr ja, die Texte laufen immer unten durch und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ganz wunderbare Musikerinnen, Musiker und Bands einladen konnten, um gemeinsam mit uns allen zu singen. Viel Vergnügen. Es waren einst 10 Fingerlein, singt Andrea Panschur. Und wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt euch aus dem Staub machen, weil da jetzt nur die Kinder mitsingen, nee. Andrea Panschur sagt, können wir alle mitsingen? Der Text läuft unten durch, weil auch bei den 10 Fingerlein kann man im Text sich verholpern, wenn man es nicht mitliest. Irgendwann werdet ihr das auswendig kennen, aber erstmal läuft er für euch alle durch. Andrea Panschur ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Vertreterin der jiddischen Kultur in Deutschland. Andrea Panschur ist bekannt dafür, dass die ganz wunderbar bayerische und jiddische Musik mischt. Eine interessante Mischung übrigens. Es waren einst 10 Fingerlein. Viel Spaß! Es waren einst 10 Fingerlein, die wollten nicht zu Hause sein. Sie wollten mal spazieren gehen, die schöne Welt sich anzusehen. Erst gingen sie zum Wiesengrund und pflückten viele Blümlein bunt. Dann stiegen sie den Berg hinan und sahen von dort die Gegend an. Auf einem Fußweg steil und schmal marschierten sie hinab ins Tal. Im Tal da floss ein Bächlein hell, da wollten sie hinüber schnell. Doch wie die morsche Brücke brach, patsch, fielen alle in den Bach. Doch krochen sie wieder schnell heraus und liefen alle gleich nach Haus. Sie legten sich ins Bettelein und schliefen alle lachend ein. Da sahen sie im Traum noch mal das Bächlein zwischen Berg und Tal. Wollen wir es nochmal singen? Ich lasse jetzt immer ein Wort aus und das darfst du dann selber reinsingen. Also, mal gucken, haben wir unsere Finger? Haben wir noch? Gut, einmal wackeln, alles klar. Es waren einst 10 Fingerlein, die wollten nicht zu Hause sein. Sie wollten mal spazieren gehen, die schöne Welt sich anzusehen. Genau. Erst gingen sie zum Wiesengrund und pflückten viele Blümlein bunt. Dann stiegen sie den Berg hinan und sahen von dort die Gegend an. Genau.
Auf einem Fußweg steil und schmal marschierten sie hinab ins Tal. Im Tal da floss ein Bächlein hell, da wollten sie hinüber. Schnell, richtig. Doch wie die morsche Brücke brach, patsch fielen alle in den Bach, doch krochen's wieder schnell heraus und liefen alle schnell nach Haus. Genau, gut erkannt. Sie legten sich ins Bettelein und schliefen alle lachend ein. Da sahen sie im Traum nochmal das Bächlein zwischen Berg und Tal. Genau. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass du ja vielleicht gar nicht weißt, was ein Wiesengrund ist. Ein Wiesengrund, das ist eine große, große Wiese, wo man gut Blumen pflücken kann. Und der Wiesengrund ist riesig, also eine ganz große Wiese, wo man Blumen pflücken kann. Wollen wir nochmal die Geschichte erzählen, ein letztes Mal? Und wir summen nur noch die Melodie und erzählen sie mit unseren Fingern. Und wenn du das Lied ganz oft gesungen hast und es schon richtig gut kannst, weißt du was? Dann geh doch raus in den Wald oder auf die Wiese, pflück Blumen und hüpf über einen Bach und spiel diese Geschichte nach. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.